Lasset uns ihn anbeten, den König. Und jetzt ist Weihnachten, wir feiern den kleinen Jesus, der in der Krippe liegt. Eigentlich sind das so zwei Sachen, die manchmal schon mega weit auseinander sind. Und er geht jetzt in der Predigtserie, wo wir unterwegs sind, sein Name ist. Was ist denn der Name von dem kleinen Baby in der Krippe? Heute Friedensfürst, auch so etwas Gewaltiges, Grosses, Riesiges. Aber das ist von dem kleinen Baby, was da heisst, in der Krippe. Und es ist ganz spannend, der Prophet Jesaja, der den Titel von Jesus vorausgesagt hat, Friedensfürst, das kleine Baby, der hat ca. 740 Jahre gelebt, bevor das Jesus auf die Welt gekommen ist. Und das ist noch interessant, dass er so weit voraus schon von Gott den Auftrag bekommen hat, das weiterzugeben am Volk. Es wird mal einer kommen, der Frieden bringt. Und es gibt ja so grundsätzlich ganz zwei Typen von Menschen. Die einen, das sind die erleben manchmal Konflikt, manchmal Stresssituation, andere Herausforderungen, die so ein bisschen Unfrieden in den Alltag hineinbringen, irgendwelche Angst oder Fragen, die einem bewegen, beschäftigen, vielleicht sogar quälen, oder auch so ganz existenzielle Fragen, zum Beispiel, was passiert nach dem Tod, wo gehe ich hin? So ein Unfrieden, der irgendwo in einem innen ist, so eine innere Unruhe. Vielleicht kennst du auch so Menschen, die zu diesen Typen gehören. Dann gibt es noch die andere Gruppe von Menschen, das sind die haben immer Frieden. Bei denen ist so immer alles so richtig gut. Die haben nie Streit. Und alles, was sie machen, ist so bedacht und friedenvoll. Und wenn sie kommen, dann ist so eine richtige Aura vom Frieden um sie rundherum. Vielleicht kennst du auch solche Menschen. Ich kenne keine solche Menschen. Ich glaube, wir alle brauchen den Frieden in unserem Leben, der nicht aus dieser Welt rauskommt. Und die ganze Situation ist ja gleich ein bisschen surreal. Jetzt ist Weihnachten und das kleine Baby in der Krippe, das soll uns Frieden bringen. Das soll unser Friedensfürst sein. Ja, wie geht denn das? Wie hat das der Prophet damals gemeint? Wie war das bei Jesus selber? Wie hat er Frieden in unsere Welt hineingebracht? Und ganz interessant, heute gibt es ganz viele Menschen, also 2740 Jahre nach dieser Prophezeiung, die das erleben. Dass Jesus Frieden in ihr Leben hineinbringt, den Frieden, der von ihnen kommt. Und das ist auch das, was ich mir für uns heute wünsche, dass wir diesen Frieden erleben dürfen. Und dafür wollen wir beten. Danke, Vater im Himmel, hast du uns Jesus in die Welt hineingeschickt. Danke, hast du alle Hindernisse überwunden, die zwischen uns Menschen und dir steht. Und du bist zu uns gekommen, weil wir können nicht von uns aus zu dir kommen. Und danke, Jesus, dass du gekommen bist, um einen Frieden zu bringen. Einen Frieden, den wir Menschen brauchen. Und den Frieden, wo wir uns immer wieder danach sehnen. Und wir möchten dich bitten, dass du gerade heute als Jesus auch in unsere Welt hineinkommst, in unsere Stube, in unseren Gottesdienst und dass du deinen Frieden zu uns bringst. Amen. Wir wollen mal den roten Faden aufnehmen. Es ist immer ja ganz spannend zum schauen, was hat der Prophet überhaupt gemeint, was haben sie da geschrieben, wieso haben sie genau diese Worte in dieser Zeit zu ihren Leuten geredet und wieso finden wir sie in der Bibel hinein. Und darum wollen wir mal den Faden aufnehmen und schauen, was steht eigentlich in diesen Versen dort. Was hat der Prophet damals, 740 Jahre circa, bevor Jesus überhaupt geboren ist, gesagt? Was hat er dort gemeint? Vielleicht interessiert es dich auch noch ein bisschen mehr zum Nachforschen. Das Jesaja-Buch, ein mega spannendes Buch, auf dem Handout, das hinten aufliegt oder wo auch im YouTube-Film unten verlinkt ist. Dort hat es noch einen Link zu einem Video, das ein bisschen erklärt, das Jesaja-Buch, wo ist das, in welchem Kontext. Auch ein paar andere spannende Hinweise. Jetzt danken auch in dieser Stelle an Silas, der das Handout vorbereitet hat. Also nehmen das mit und schauen es an, da hat es ein paar spannende Sachen drauf. Und wir wollen miteinander lesen, was dort alles so steht im Jesaja-Buch und einige spannende Sachen entdecken. Ich starte im Kapitel 8, ab dem Vers 21b. Und zwar heißt es dort, und man wird sich nach oben wenden und wird zur Erde blicken. Und siehe, da ist Not und Finsternis, bedrängendes Dunkel und in dichte Finsternis ist man hineingestoßen. Also es ist eine Zeit, wo der Jesaja die Worte zum Volk Israel sagt, wo Dunkelheit herrscht. Und zwar weil sie nicht auf Gott hören. Das Volk Israel, die machen, was sie wollen. Sie schauen für sich, für ihre eigenen Sachen und machen zum Teil schlimme Sachen. Und Jesaja sagt, hey, Achtung, Achtung Leute, ihr lebt völlig ohne Gott. Ihr schaut auf euch selber, wenn das so weitergeht. Gott wird euch nicht helfen in den Herausforderungen, die kommen. Und mir dunkt es, wenn ich den Vers lese, dass der eigentlich genau auch beschreibt, dass heutzutage ist. So viele Menschen,
Die leben ganz ohne Gott. Die orientieren sich an der eigenen Selbstverwirklichung oder an dem, was sie selber interessiert. Und wenn der Prophet da sagt, Achtung, Achtung, Gott wird euch nicht helfen in dieser Zeit, dann ist das eigentlich genau das Gleiche heute. Und vielleicht kennst du die Finsternis auch, wenn du in die Welt hineinschaust, wenn man Zeitung liest, wenn man Medien liest, das ist nicht schwer, um dort so eine Finsternis festzumachen. Und dann geht es weiter. Das heisst dann, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht, also Hoffnung, wo irgendwo kommt. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Also es wird da der rote Faden aufgenommen von Licht, von Hoffnung, von Frieden, wo irgendwo dann in die Welt hineinkommen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Also so das Bild wird da gemalt. Es wird die Zeit kommen, wo der Krieg fertig ist, wo man sich nur noch freut an dem, was alles da wird sein, wo die grosse Ernte eingefahren wird und die Scheune so richtig voll ist. Also Jubel, eine Freudezeit. Und dann heißt es weiter, denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Es wird als Bild gebraucht, das Joch, ein Joch, das auf dem Volk lastet, etwas, das sie bedrückt, etwas, das sie unterdrückt, etwas, das sie in Wege zwingt, wo sie selber gar nicht würden gehen. Beim Volk Israels war das damals quasi das Exil, wo sie gehen mussten, weg aus dem eigenen Land. Die fremden Herrscher, die gekommen sind, die sie erobert haben und die das Land mehr oder weniger am Erdboden gleich gemacht haben. Da lastet etwas auf ihnen. Vielleicht kennst du das auch. Gerade heutzutage, wenn man liest, in den Zeitungen, dann sieht man, dass so das Joch von dem ganzen Coronavirus auf vielen Menschen lastet, auf unserer Gesellschaft lastet. Aber auch andere Joch können ja auf uns lasten. Beziehungen, wo irgendwie kein Frieden drin ist. Andere Ängste, die rum sind. Ein Leistungsdruck, was auch immer. So ein Joch wird da angesprochen. Aber es geht ja dann weiter. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Also wieder das Bild, der Krieg ist vorbei. Alles Material, sogar die Mantel und Stiefel werden verbrannt und ist mal nicht mehr da, weil es wird einmal eine Wende kommen. Und da kann man sich jetzt fragen, ja wie kommt dann die Wende? Wie soll das passieren? Und dann die spannende Wort, denn ein Kind ist uns geboren. Das Kind sollte die Wende bringen. Ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Also der hat nicht das Joch auf der Schulter, sondern er hat Herrschaft auf der Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Gerade in dem letzten Titel steckt so eine riesige Botschaft drin. Das kleine Kind soll der Fürst vom Frieden sein, der Frieden in die Welt hineinbringt. Was für eine gewaltige Verheißung. Vielleicht auch eine mutige Verheißung. Kann es das überhaupt geben? Kann das sein? Und dann lesen wir weiter im Vers 6. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Also der rote Faden, den der Prophet da aufgreift, der geht sogar heute noch weiter in die Zukunft und redet davon, dass Jesus mal wird kommen in die Welt hinein und das Friedensreich wird aufrichten in dieser Welt, wo die ganze Welt wird erfassen und wo ein Frieden wird mit sich bringen, wie wir Menschen durch keine Anstrengungen jemals überhaupt könnten herstellen. Es hat in der Geschichte ganz viele Bemühungen gegeben, irgendwie weltweiten Frieden zu machen. Aber offensichtlich sind alle irgendwo nicht gut gegangen. Aber wir wollen jetzt nicht schon in die Zukunft schauen, sondern wir wollen einmal zurückgehen. Der Prophet hat das gesagt und 740 Jahre später wollen wir den Faden wieder aufnehmen, weil dort ist der Faden auch wieder aufgenommen worden von dem Frieden, von dem Licht, von dieser Hoffnung, die in die Welt hineinkommt. Zu der Geburt von Jesus, echt zu der Weihnacht, die wir heute ja feiern,
miteinander. Es ist dort in einem ganz unscheinbaren Dorf passiert, damals ein unwichtiges Dorf, Bethlehem. Und zwar auch in einem kleinen, unbedeutenden Ort, in einem Stall rein. Dort ist das Kind auf die Welt gekommen. Es ist in eine Krippe gelegt worden, eigentlich völlig weg von den wichtigen Geschäften, die damals passiert sind in der Welt. Und dort ist der Faden von dem Frieden wieder aufgenommen worden. Nicht weiter weg hat es Hirten auf dem Feld. Und das sind so Leute gewesen, die sind ja ganz am Rand der Gesellschaft gestanden. Man war damals froh gewesen, dass man sie hat, dass jemand für die Schafe geschaut hat. Aber man war auch froh gewesen, sind sie außerhalb gewesen, dass man nicht viel mit ihnen zu tun hat. Und dort ist der Faden von dem Frieden wieder aufgenommen worden. Vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du denkst, ich bin eher einer, der am Rand steht von der Gesellschaft, ein bisschen außerhalb. Und interessant, dass Gott genau dort den Faden von seinem Frieden aufnehmen will. Und dann ist dort zu der Hirte in der Nacht im Feld ein Engel gekommen und hat ihnen die wunderbare Botschaft gebracht und gesagt, hey, jetzt ist ein Kind geboren. Und das Kind ist ein spezielles Kind. Es ist der verheißene Retter. Und dann hat er da in einen Jubel und in einen Lobgesang eingestimmt. Und er hat gesagt, Herrlichkeit ist Gott in der Höhe und Friede auf Erden in oder unter den Menschen des Wohlgefallens. Der Engel hat ihnen gesagt, jetzt kommt der Friede da zu euch. Das Kind, das geboren ist, das ist unter den Menschen. Es ist mitten bei den Menschen gekommen, aber es ist auch in den Menschen. Es bringt auch einen inneren Frieden bei den Menschen. Ich weiss nicht genau, ob die Hirten die Botschaft damals verstanden haben. Auf jeden Fall hat sie es fasziniert und sie sind schauen, was da in dem Stall passiert und was das mit dem Frieden auf sich hat. Und haben vielleicht etwas davon entdecken. Aber auch interessant, dass dort, wo der Jesus in die Welt hineinkommt, sein Frieden anfängt, um sich zu greifen. Dass dort sein Frieden anfängt, sich zu verbreiten. Und zwar ein Frieden, der nicht nur unter den Menschen ist, sondern auch in den Menschen, in den Herzen drin. Ungeachtet von den Umständen. Jesus ist in eine sehr dunkle Zeit hineingeboren, in eine sehr brutale Zeit. Und hat trotzdem angefangen, einen Frieden zu verbreiten, der von innen gekommen ist. Vielleicht sagst du jetzt aber auch, okay, das klingt ja gut, aber da steht, in den Menschen des Wohlgefallens. Vielleicht sagst du, okay, Wohlgefallen, gefalle ich Gott? Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich gefalle Gott eigentlich nicht. Wenn ich ehrlich bin, dann muss ich sagen, der Friede ist wahrscheinlich nichts für mich, weil ich kann doch Gott gar nicht gefallen. Und vielleicht sagst du, ja, in meinem Leben gibt es einige Sachen, die ich muss zugeben, die gefallen Gott wahrscheinlich nicht. Die mache ich Sachen, die sind schlecht, ganz bewusst. Oder vielleicht auch unbewusst. Und wenn ich zurückschaue, sind da einige Sachen. Vielleicht denkst du jetzt auch, ja, ich bin halt einfach nicht so ein frommer Typ. Aber ich muss euch ehrlich sagen, das ist jetzt nicht etwas, wo man besonders, wo alle Leute trifft. Einige denken manchmal, als Pastor ist man besonders fromm. Ich muss aber ehrlich sagen, als ich vorher gerade noch mal kurz durchgegangen bin, was ich heute alles will sagen, habe ich gemerkt, schon heute Morgen habe ich Gedanken gehabt, die sind nicht gut gewesen. Die sind ganz sicher nicht nach dem Wohlgefallen von Gott gewesen, wo ich musste sagen, stopp Gott, bring da etwas anderes in mein Leben hinein. Und das ist ja eigentlich noch krass. Können wir Menschen Gott überhaupt gefallen? Was können wir denn überhaupt machen, um Menschen von seinem Wohlgefallen zu werden? Und wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, müssen wir alle sagen, wir können das nicht. Jeder hat irgendwo Sachen in seinem Leben, die einen von Gott wegbringt. Und es ist interessant, dass die Bibel sagt, das grösste oder das schwerste Joch, das wir Menschen tragen, das sind die Sachen, die uns von Gott trennen. Weil wir können das zu nichts aufwiegen. Wir können noch so viele gute Taten machen. Wir können noch so viel Wohltätigkeitsspenden machen oder was auch immer. Das, was uns von Gott trennt, die Schuld, die Sünde, das können wir niemals aufwiegen. Und das ist auch der Punkt, wo Weihnachten und Ostern ganz nah beieinander zusammenliegt. Weil der Jesus, der als Baby geboren ist in der Krippe, der ist nachher als erwachsener Mann ans Kreuz gegangen. Und er hat das schwerste Joch getragen, das möglich ist. Er hat die Schuld und die Sünde von allen Menschen auf seine Schultern aufgenommen. Das ist ein riesiges Joch und ist mit dem ans Kreuz gegangen. Und hat dort die Strafe, den Preis für die Schuld und die Sünde gezahlt. Und er sagt heute zu dir und zu mir, komm zu mir, ich will dir vergeben. Ich will dir das Joch abnehmen von der Schuld, von der Sünde. Ich will dich wieder gerecht machen vor Gott, dass du ein Mensch von Gottes Wohlgefallen bist. Nicht, weil du dir es verdienst, weil du so ein super cooler Typ bist, sondern weil ich dir alles vergeben will. Und es ist interessant, was dann passiert. Der Paulus greift genau das Bild wieder auf und er schreibt im Römer 5, Vers 1, da wir nun
gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Der grösste Frieden, den wir Menschen dürfen erleben, der in unser Herz hineinkommt, ist, wenn wir zu Jesus kommen und im Glauben sagen, ich glaube, dass du meine Schuld getragen hast. Ich bitte dich, vergib mir sie. Komm du in mein Leben hinein. Wirk du aus meinem Inneren heraus in Frieden. Und dann steht da, dass der Friede von Gott durch Jesus Christus in uns hinein wird kommen. Ein Frieden mit Gott, den wir Menschen niemals machen können, der unser Verstand völlig übersteigt. Kennst du den Frieden? Ich möchte dich heute einladen, den Frieden kennenzulernen und zu Jesus zu kommen und zu sagen, Jesus, ich will Frieden mit dir haben. Vergib mir Sachen, die im Weg sind. Ich will das Kind von deinem Wohlgefallen werden. Vielleicht sagst du auch, ich habe Jesus in mein Leben hineingelassen, aufgenommen, vor kurzer Zeit, vor langer Zeit. Und ich erlebe den Frieden immer wieder. Aber ich erlebe auch Zeiten, wo der Frieden verdrängt wird und ich trotzdem mehr Unruhe habe, Sachen, die Unfrieden stiften. Und wir möchten heute auch ganz praktisch sein und miteinander darüber nachdenken, wie der Frieden von Gott immer wieder von Neuem auch in unser Leben reinkommen kann, ganz im praktischen Alltag. Vielleicht ist für dich die Weihnachtszeit, da geht so eine Zeit vom Unfrieden. Vielleicht wegen schwierigen Familienfesten, wo du bist. Gut, das ist jetzt vielleicht das Jahr wieder ein bisschen einfacher, weil man darf sich ja gar nicht so viel sehen. Oder weil du heute Abend allein daheim bist und ein Unfrieden im Herzen ist und sagst, wieso bin ich alleine da? Oder wegen ganz anderen Sachen. Vielleicht kennst du auch so Situationen, wo du so einen Unfrieden in dir hast und dann zu Jesus kommst und betest, Jesus, schenk mir deinen Frieden. Amen. Und dann sagst du Amen, aber der Unfrieden ist immer noch da. Und wir wollen miteinander ein paar ganz praktische Punkte anschauen, wie dass der Frieden in unser Leben reinkommen kann. Und wir gehen da mal gerade zu Jesus. Was hat Jesus denn so gemacht? Wie hat er gelebt? Und eine interessante Geschichte, die ich gar mit euch teilen will, ist schon in Matthäus 8. Da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Wir lesen da, wie Jesus zu mega vielen Leuten geredet hat und es wird Abend und sie gehen miteinander ins Boot. Die Jünger kommen mit und sie fahren auf den See. Es wird dunkel, aber es kommt ein Sturm. Die Wellen werden hoch. Das Boot wirbelt nur noch so hin und her. Ich kann mir vorstellen, wie die richtig Angst bekommen haben. Also es heisst, dass sie Angst gehabt haben. Wahrscheinlich haben sie um ihr Leben gefürchtet. Die haben gedacht, die sehen den nächsten Morgen nicht mehr. Die haben die Wellen angeschaut und haben gedacht, jetzt ist alles da verloren. Und dann lesen wir, was Jesus gemacht hat in dieser Situation. Der hat geschlafen in dem Boot. Das kann man sich ja fast nicht vorstellen. Mitten in diesem riesen Sturm hat er geschlafen. Die Jünger haben wahrscheinlich geschrauen und haben gesagt, Hilfe, Hilfe, was soll das Ganze? Man sieht ihm da richtig, wie die Angst ins Gesicht geschrieben steht. Und dann sind sie zu Jesus gegangen, der dort im Boot gelegen ist. Der ist da am Schlafen irgendwie und haben gerufen. Und dann heisst da, und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Also mit anderen Worten, wieso haben sie so Angst? Haben wir keinen Glauben? Das ist interessant. Die Jünger, die haben den Sturm gesehen. Die haben die Wellen gesehen. Die haben Todesangst gesehen. Vielleicht haben sie dann Jesus gesagt, Jesus, logisch haben wir Angst, wir versaufen jetzt da im See. Vielleicht haben sie sogar ein paar fromme Sprüche gehabt. Jesus, weisst du deine Mission, die du gestartet hast? Wenn wir da alle sterben, ist sie ja schon vorbei. Mach etwas, mach etwas. Keine Ahnung, was sie gesagt haben, aber sie haben auf die Wellen geschaut, sie haben auf den Sturm geschaut, sie haben das Problem gesehen, sie haben die Krise gesehen. Vielleicht geht es dir auch so in dieser Corona-Zeit. Viele schauen auf die Wellen, die kommen. Da kommt die erste Welle und dann kommt die zweite Welle und eine ist höher als die andere. Und man weiss nicht mehr, wo das Boot überall noch rumgewirbelt wird und was mit uns passiert und wohin das Ganze soll führen. Und Jesus ist so voll provokativ in dieser Situation. Wieso haben die Angst? Wieso haben die Angst? Und das ist das erste Prinzip. Auf was schauen wir? Auf was schauen wir in unserem Alltag? Auf die Wellen? Auf den Sturm? Auf das Problem? Auf die Krise? Auf all die Medienmitteilungen, die es nur so auf uns reinprasseln? Jesus, er hat im Boot geschlafen. Ich glaube, wenn Jesus auf die Wellen geschaut hat und auf den Sturm geschaut hat, dann hätte er wahrscheinlich nicht so geschlafen. Wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, was der Fokus von Jesus war. Wo er den Blick darauf gerichtet hat. Jesus hat seinen Blick immer beim Vater gehabt. Sein Fokus war bei Gott. Und wahrscheinlich, auch in dieser Nacht, hat er sich ganz verbunden mit Gott gewusst.
und hat darum keine Angst gehabt, keine Sorgen müssen haben. Er hat gewusst, dass da nichts schief geht. Und er hat quasi den Jüngern gesagt, wieso haben die Angst? Es tönt noch so ein bisschen mit, ich bin doch bei euch. Ihr müsst doch keine Angst haben. Jesus hat den Fokus ganz bei Gott gehabt und bei dem, was er sagt, auch bei der Bibel. Es ist ja interessant, auch in der grössten Krise, die Jesus selber erlebt hat, wo er am Kreuz gehangen ist, sogar in der schlimmsten Stunde. Jesus hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist interessant, das ist ein Zitat aus der Bibel. Also sogar in dieser dunklen Stunde hat sich Jesus an Gott festgeklammert, an seinem Vater, an seinem Wort und hat den Fokus ganz bei ihm gehabt. Das wäre so das erste Prinzip. Auf was schauen wir dann? Gerade in den Situationen, wo wir einen Unfrieden haben. Auf das Problem, auf die Herausforderungen oder auf Jesus, der der Friedensfürst ist. Ich habe das selber sehr eindrücklich erlebt. In der Herbstferien sind wir als Familie 2 Wochen im Wallis und haben den schönen Teil von der Schweiz anschauen. Das war mega cool. Aber dort war auch so eine Situation, dann ist der erste von der Familie verkältet worden und der zweite und der dritte. Und mich hat es auch so richtig fest verwünscht. Und es ist immer schlimmer geworden. Und irgendwann habe ich gefunden, so jetzt ist ja da noch der Coronavirus, jetzt müssen wir mal schauen, was da Sache ist. Und dann fängt man sich so an überlegen, muss man jetzt einen Test machen. Und ich habe richtig angefangen, Sorgen zu bekommen. Das war so ein bisschen wie ein Unwetter, das da Unruhe gemacht hat in meinem Leben. Ich habe gedacht, ja, aber was ist, wenn das positiv ist? Dann muss ich nachher irgendwie das ganze Hotel in Quarantäne nur wegen mir. Und dann muss ich den Bändchenführer anrufen gehen. Was passiert denn alles? Was ist mit der Familie? Müssen wir dann heim? Aber das können wir ja nicht. Und so weiter. Und ich habe richtig schlecht geschlafen in dieser Zeit. Und irgendwann den Test gemacht und bin wieder wach in der Nacht und habe hin und her gerugelt und habe das so erlebt. Und nachher ist es plötzlich, als hätte Gott zu mir geredet in dieser Situation. Es war etwa 4 Uhr am Morgen und ich habe so wie die innere Stimme von Gott gehört, die sagt, hey Philemon, was machst du dir eigentlich so Sorgen? Ich bin doch da. Und ich habe gemerkt, stimmt. Egal was passiert, egal was kommt, Gott hat doch einen guten Plan. Gott meint es doch gut. Ich darf ihm doch die ganze Sorge einfach abgeben. Und ich habe in dem Moment Gott das einfach alles anlegen und habe nachher richtig gut geschlafen. Und unabhängig davon, wie positiv oder wie negativ die Nachricht dann gekommen ist, jetzt aufgrund von dem Test. Ich habe dann gemerkt, ich habe mich so auf das Problem fokussiert, auf all die Folgen, auf all das, was dreht hat in meinem Kopf, dass es immer schlimmer geworden ist. Vielleicht kennst du auch so Situationen, der dreht Gedanken, es wird immer schlimmer. Und dann dort sagen, stopp. Da ist ein Kind geboren, das der Friedensfürst ist. Ich will doch auf ihn schauen. Ich will ihn im Fokus haben. Weihnachten will uns daran erinnern, dass jemand in die Welt hineingekommen ist und auch in unsere Lebens hineingekommen ist, der will Frieden bringen. Einen inneren Frieden. Vielleicht fragen wir uns auch, wie geht das denn? Wie kann denn das kleine Kind den Frieden in unser Leben hineinbringen? Und da wollen wir nochmal zurückgehen, in Jesaja 9,5. Dort wird ja der Begriff vom Friedensfürst gebracht. Jesaja sagt, das ist der Friedensfürst, der da geboren wird. Wenn wir den Begriff mal miteinander anschauen, was das da genau heisst, dann ist das einerseits der Fürst, der Sar, der Oberbefehlshaber und Shalom für Frieden. Das ist so ein gesamtheitlicher Frieden, damit gemeint. Also Befreiung von jedem Unheil und jedem Unglück, Gesundheit, Wohlfahrt, also dass wir haben zum Leben, was wir brauchen, Sicherheit, Frieden und Ruhe, aber auch Frieden mit Gott, Heil mit Gott. Das, was wir vorher darüber geredet haben. Aber auch Fürst, Oberbefehlshaber. Interessant. Frieden, Fürst. Ich glaube, Jesus wird jedem von uns einen tiefen Frieden schenken. Und er bringt uns den Frieden als ein Fürst, als ein Oberst. Und das Ganze, wenn wir das mal weiterdenken, das macht nur Sinn, wenn ich Jesus auch als meinen persönlichen Fürst anerkenne im Leben. Wenn ich ihn nicht anerkenne, was er will sagen, wenn ich mich dem nicht unterstelle, dann hat er auch nichts zu sagen, dann kann er gar nicht mein Fürst sein. Und dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn sein Frieden nicht kommt. Also mit anderen Worten, Gott lädt uns ein, durch sein Wort, dass wir sagen, hey, Jesus, du sollst mein Fürst sein in meinem Leben. Ich will dich zum Oberbefehlshaber machen von meinem Leben. Wie das ganz praktisch aussehen kann, da hat Jesus selber auch darüber geredet. In Matthäus 11 hat es da so eine spannende Stelle, wo er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Oder mit anderen Worten, die einen Unfrieden in euch habt, wo irgendeine Last auf euren Schultern trägt. Und ich werde euch Ruhe geben.
in den Frieden, tief ins Herz hinein. Vielleicht kennst du das manchmal auch, so mühselig und beladen sein. Das beschreibt ja genau so einen Sturm, den man hat im Leben. Sachen, die einen bedrücken, den Unfrieden, der herrscht. Das Bild, das da auch gebraucht wird, ist das Joch. Ich habe da so ein Bild mitgebracht, also wenn ich mir vorstelle, dass ich da meinen Hals müsste durchzwängen und so, das macht auch, löst ja gar keine Verspannungen aus. Ich weiss jetzt nicht, wie es dir geht, wenn du das siehst. Aber es ist ja manchmal wirklich so, wenn man irgendwie von etwas beschäftigt ist und es tut einem so Angst machen, das kann einem manchmal wirklich so richtige Rückenverspannungen machen oder im Nacken. Dann fühlt man sich so richtig verspannt. Vielleicht kennst du das auch, so mühselig und beladen sein. Und dann sagt aber Jesus weiter, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Also Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch. Das bedeutet nichts anderes, als wir sagen, okay Jesus, wir vertrauen uns deiner Führung an. Ein Joch ist ja ein Instrument, das dir eigentlich in die richtige Richtung führt. Dass sie die richtige Richtung vorwärts gehen, um das zu machen, was dran ist, was wichtig ist. Und mit anderen Worten, dass wir Jesus zu unserem Leiter machen vom Leben. Das Joch von Jesus auf uns nehmen, das ist eigentlich nichts anderes als eine altmodische Formulierung für so Leadership. Jesus ist der Leiter vom Leben von uns. Also Jesus sagt, nehmt mein Joch, meine Leitung akzeptieren. Und wie macht man das? Und lernt von mir. Das bedeutet es, Jesus zum Fürst, zum Oberbefehlshaber vom eigenen Leben zu machen. Sagen, führ du mich, ich will auf dich hören. Und dann sagt Jesus weiter, wie sein Joch aussieht. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also mit anderen Worten, wir sollen unsere Energie nicht mit unseren Sorgen verschwenden, sondern wir sollen uns auf Jesus ausrichten. Auf ihn hören, von ihm lernen, sodass sein Frieden kann in unser Herz, in unser Leben hineinkommen, dass er uns führen kann in seinen Frieden hinein. Das heisst, wenn sich Sorgen breit machen, dann können wir immer wieder bewusst zu Jesus zurückkommen und sagen, stopp, ich will nicht das Joch von dieser Welt auf meinen Schultern haben, sondern ich will dein Joch, Jesus. Ich will mich von dir führen lassen. Bist du mein Oberbefehlshaber? Bist du mein Friedenfürst? Und ich will dich heute fragen, anerkennst du Jesus als dein Fürst? Als dein Friedenfürst? Das wäre so das zweite Prinzip, Jesus zum Fürst von seinem eigenen Leben zu machen. Und sagen, Jesus, führ und leit du mich. Wie das ganz konkret aussieht, für mich bedeutet das, dass ich meine Blicke nicht auf die Ängste richte, die im Leben sind, sonst ist der Frieden weg, sondern meinen Blick auf Jesus richte und sage, Jesus, was meinst du da dazu? Für mich bedeutet das, dass ich die Bibel nehme. Im Psalm 119 heißt zum Beispiel, dass das Wort von Gott wie ein Licht ist für die Füße, wie ein Licht auf dem eigenen Weg, das zeigt, wo wir hingehen sollen. Also für mich hat es da ganz viele ganz praktische Sachen drin. Zum Beispiel Sabbat. Sabbatgebot. Mach einen Tag frei in der Woche. Tu einen Tag so, als wäre alles erledigt. In Wirklichkeit ist ja nie alles erledigt. Aber einen Tag in der Woche einfach so zu tun, als wäre es wirklich geschafft. Das bestätigt der Jesus. Hey, der Sabbat ist einfach gemacht für die Menschen. Dass es ihnen gut tut, dass es ihnen wohl tut, dass sie Zeit haben, um mit Gott, mit dem Schöpfer zusammen zu sein. Es gibt jetzt viele Leute, die sagen, nein, ich mache das nicht, ich mache keinen Tag frei. Ich muss an dem auch arbeiten. Ich muss an dem auch Aufgaben erledigen. Ich will keine Ruhepause, ich will da vorwärts machen, da muss etwas laufen. Und dann fragen sie sich, wieso das kein Frieden kommt. Oder ein anderes Beispiel, Jesus sagt, vergebt einander. Vergebt einander 7-mal, 70 Mal. Vielleicht kennst du das auch, dass du gegen irgendjemand anders einen Groll hast. Das weisst, irgendwo ist etwas nicht vergeben, dass du das nicht loslassen willst. Und dann fragst du dich, wieso das kein Frieden kommt ins Leben. Das bedeutet für mich unter anderem, Jesus zum Fürst von meinem Leben zu machen. Dass es das, was er mir lehren will, dass ich das ernst nehme. Und dass ich sage, ja Jesus, das ist dein Weg, den du leiten willst. Und den will ich gehen. Und den darf ich erleben, wie Frieden kommt. Das bedeutet, dass ich dem auch vertraue, wo mein Fürst sein will. Dass ich Jesus vertraue, dass er einen guten Weg hat. Oder anders könnte man sagen, wenn ich Gott misstraue. Wenn ich Jesus als Fürst vom Frieden misstraue, dann trage ich Kosten dafür selber. Weil Gott liebt uns so bedingungslos. Er hat uns so viel Gutes gegeben. Er will das Leben in Fülle für uns Menschen, dass wir ihm in jedem Moment vertrauen können. Im Philipper 4 hat es eine wunderschöne Stelle, die das so perfekt auf den Punkt bringt.
dort heisst es, seid um nichts besorgt. Also, ich meine, es gäbe ja auch genug Gründe, wirklich zum besorgt zu sein, aber der schreibt da einfach der Paulus, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das hat genau mit dem Fokus zu tun, nicht bei der Sorge zu haben, sondern ins Gebet zu gehen damit vor Gott. Jesus, ich sorge mich so wegen dem und dem. Oder ich nehme das Problem weg, nehme den Blick weg vom Problem und hin zu Jesus. Jesus, es bewegt mich so fest, Jesus. Jesus. Hey Jesus, du bist ja da. Jesus, du wirkst ja bei mir. So vor Gott bringen, mit ihm anfangen bewegen. Und dann heißt es, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. So etwas Wohltuends, wo allen Verstand übersteigt. Das bedeutet doch nichts anderes, als dass wenn die Umstände immer noch Sturm sind, wenn sich außer daran nichts verändert, wird trotzdem ein Frieden in unser Herz hineinkommen, wo wir uns gar nicht erklären können. Weil Gott den Frieden bewirkt in unseren Herzen. Es kommt mir vor, wie bei den Kindern. Wenn meine kleinen Kinder brüllen, dann nehme ich sie zu mir, dann nehme ich sie in meinen Arm und dann sage ich, hey, es kommt doch alles gut, schau, der Papi ist ja da. Es kommt mir vor, als würde Gott genau das Gleiche sagen. Wenn dich etwas bewegt, beschäftigt, komm doch zu mir. Er nimmt dich in den Arm und dann sagt er, hey, ich habe es doch im Griff. Es kommt alles gut. Und das Kind verstehst du vielleicht nicht, wieso alles nicht gut kommt, weil du so in dem Problem drin bist. Aber Gott weiß doch, wie es weitergeht, was wir brauchen, was uns gut tut. Er hat alles in seinen Händen. Und er kann uns darum einen Frieden geben, der unseren Verstand völlig übersteigt. Also das ist so das dritte Prinzip oder der dritte Punkt, den ich dir heute mitgeben will. Wenn du Jesus zu deinem Frieden führst, machst, lass seinen Frieden in deinem Leben hineinwirken. Er wird dir einen Frieden bringen, der deinen Verstand übersteigt. Atme den Frieden von Gott ein. Ich möchte zum Schluss kommen. Das sind 3 konkrete Sachen. Vielleicht stehst du aber auch an dem Punkt, wo du sagst, hey, ich will ein Mensch vom Wohlgefallen von Gott werden. Ich will überhaupt Frieden mit Gott haben. Ich brauche seine Vergebung. Dann ist es dran, um einfach zu Jesus zu kommen, zu dem Jesus und zu sagen, Jesus, ich will, dass du Frieden machst zwischen mir und Gott, weil du kannst das. Oder vielleicht ist genau einer von diesen anderen 3 Punkten dran für dich heute, dass du sagst, hey, ich merke, dass ich meinen Blick immer wieder so in den Problemen drin habe. Und ich will mich heute bewusst entscheiden, ich will den Blick bei Jesus haben. Und ich will mit allem, was mich bewegt, beschäftigen und durcheinander bringt, zu Jesus kommen. Vielleicht ist das andere daran, dass du sagst, ich merke, dass ich viel Kompromisse eingehe. Ich mache Jesus nicht zum Fürst in meinem Leben. Es ist ja interessant, das deutsche Wort Fürst, das kommt vom germanischen Furisto, wo bedeutet der Erste zu sein. Vielleicht ist es daran, dass wir Jesus sagen, du sollst der Erste sein in meinem Leben. Im Englischen ist das gleiche Wort, das dann zu First wird. Das kann man sich noch gut merken. First. Jesus wird der Erste sein in unserem Leben, weil er uns dann seinen Frieden bringen kann, wenn wir uns an ihm orientieren. Ich will dich ermutigen, wenn du heute merkst, dass es Bereiche gibt, wo du Kompromiss hast in deinem Leben, wo du Jesus nicht zum Fürst machst, dass du sagst, Jesus, wird du wieder mein First, mein Fürst, mein Erster. Oder einfach, dass du sagst, ich will offen sein, ich will mein Herz aufmachen, Jesus. Du deinen Frieden ausbreiten, weil du gegenwärtig bist in meinem Leben hinein. Ich will gerne beten. Danke, Vater im Himmel, dass du Jesus in die Welt geschickt hast. Danke ist er, der Friedenfürst. Damals, heute bei uns, da im Gottesdienst, die in unseren Stuben, in unserem eigenen Leben. Und danke wird er der Friedenfürst sein in alle Ewigkeit. Und Jesus, es gibt so viele Situationen, wo wir Unfrieden haben in uns. Durch Umstände, durch Sachen, die von außen kommen, wo wir auch nicht verändern können. Oder wo wir nicht wissen, was dran ist, was nötig ist. Bitte hilf, dass wir den Blick bewusst auf dich, Jesus, richten können. Jesus, wir wollen dir sagen, du sollst der Erste sein in unserem Leben. Du sollst der Fürst sein in unserem Leben. Und wir wollen uns an dir orientieren, dass sich dein Frieden breit machen kann. Und Jesus, wir wollen unser Herz auftun, dass sich dein Frieden, wo allen Verstand übersteigt, kann ausbreiten. Und egal wie schwierig unsere Umstände sind, egal wie gross die Herausforderungen oder die Wellen sind, dein Frieden ist grösser
Und er ist stärker. Weil es ein Frieden ist, der nicht von dieser Welt kommt, sondern der von dir kommt, Gott. Du hast alles in deinen Händen. Amen. Wir wollen bewusst heute auch ein Statement ablegen. Wir wollen dich einladen dazu. Wenn du daheim bist, kannst du das auch machen. Wir haben da ein paar Sachen vorbereitet in dem Saal, aber auch für dich daheim. Du brauchst eine Kerze dazu. Also könntest du jetzt gerade eine holen oder kannst das auch nachher machen. Wir haben dort vorbereitet, danke vielmals Rahel für die Vorbereitungen, Kerzen, die am Boden stehen bei den Krippen, die nicht angezündet sind. Und wenn du das als Statement heute willst, zu Jesus sagen, zu Gott sagen, dann darfst du nachher während der nächsten 2 Lieder dort übergehen, darfst du das Kerzchen nehmen und kannst es anzünden, weil Jesus, er ist der das Licht in unser Dunkel, in unseren Sturm hineinbringt und der seinen Frieden hineinbringt. Und du kannst das bewusst anzünden, hinterher laufen, zum Tisch, beim Ausgang, uns dort anstellen, als ein Bild dafür, dass wenn wir rausgehen, wenn wir wieder in den Alltag gehen, wenn wir in die Weihnachtszeit hineingehen, dass wir den Frieden von Gott mitnehmen wollen. Seinen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Wenn du daheim bist, kannst du das Kerzchen auch bewusst anzünden für dich und sagen, das soll das Licht symbolisieren, wo Jesus in meinem Leben soll sein. Es soll Jesus als Erster sein. Und kannst das brennen lassen. Und wenn du es wieder anschaust, kannst du dich daran erinnern, Jesus, er ist mein Friedenfürst. Also wenn du das willst, nimm dir während der nächsten 2 Lieder Zeit, sodass wir ein bisschen nacheinander sind, dass es genug und viel Abstand hat. Zünd dir ein Kerzchen an und du es bewusst zum Ausgang stellen, wo du nachher daran vorbeilaufst, als ein Zeichen, dass du das Licht von Jesus und seinen Frieden mitnehmen willst. Von dem kleinen Baby, das in der Krippe liegt, aber wo dein Friedensfürst ist in deinem Leben.